Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frauen, liebe Frau Bundesministerin, lieber Herr Bundesminister, ich schließe mich natürlich all diesen Glückwünschen für die nächsten Monate an. Sehr geehrter Herr Klubobmann, Herr Parlamentsdirektor, es ist mir eine große Freude, heute hier beim zweiten Symposium für Barbara Grammer dabei sein zu können. Und es freut mich ganz besonders, dass so viele gekommen sind, dass wir nicht einmal ausreichend Sitzplätze hier im Abgeordneten-Sprechzimmer zur Verfügung stellen können. Und es ist ein Beweis dafür, wie wichtig uns die politische Arbeit von Barbara Grammer war, wie wichtig sie uns auch als Mensch war. Und ich denke, das ist ein schönes Zeichen, das heute von hier auch ausgeht. Vor einem Jahr, und zu dem Zeitpunkt, an dem das erste Barbara Grammer Symposium stattgefunden hat, ist Europa unter einem großen Schock gestanden. Es war wenige Tage davor dieser furchtbare Anschlag in Paris auf Charlie Hebdo und einem jüdischen Supermarkt. Und damals, jetzt genau vor 12 Monaten, konnte niemand und wahrscheinlich auch keiner von uns ahnen, was innerhalb eines Jahres noch alles so folgen sollte. Al-Qaida und der IS-Terror morden in immer größeren Gebieten des Mittleren Ostens und in Teilen von Afrika. Und es tobt ein blutiger Bürgerkrieg in Syrien, der sich jetzt ins 6. Jahr begibt und täglich neue Opfer zu verzeichnen sind. Zehntausende Menschen sind derzeit in belagerten Städten in Syrien und sind dort vom Hungertod bedroht. Viele Frauen und Kinder. Und wir erleben diesen Terror auf der ganzen Welt und nicht nur die Welt rückt immer näher zusammen, sondern auch dieser Terror kommt immer näher. Ich habe Paris angesprochen und es war ein wiederholten Mal Paris, wo es Terroranschläge gegeben hat, aber auch in Beirut, in Tunesien, in Mali, in Istanbul und erst vor wenigen Tagen in Jakarta. Und, es sind tausende unschuldige Menschen, die von diesen Terroristen auch getötet werden. Ich denke, dass damit das Thema dieses heutigen Symposiums Frauen, Flucht, Solidarität wirklich traurige Aktualität auch hat. Wir wissen, dass die Zahl der bewaffneten und gewalttätigen Konflikte und die Kriege in der Welt steigen. Ende letzten Jahres waren weltweit 60 Millionen Menschen vor bewaffneten Konflikten und vor Krieg auf der Flucht. Und das ist ein schrecklicher Rekord, den wir hier zu verzeichnen haben. Und mir ist in dem Zusammenhang wirklich auch wichtig zu sagen, diese Männer, diese Frauen und ihre Kinder, die sich da auf den Weg machen, die ziehen nicht in ein fröhliches Abenteuer, so wie das manchmal versucht wird, auch darzustellen. Da geht es nicht darum, dass sie glauben, dann in das große Los in der Fremde zu finden, sondern es sind Menschen und vor allem Frauen, die flüchten vor systematischer Versklavung, vor Vergewaltigungen, vor Zwangsheirat oder Zwangsprostitution und sie flüchten um ihr blankes Überleben. Und entgegen dem Bild, das uns auch immer vermittelt wird, es sind die Männer, die auf der Flucht sind und das sich in unseren Köpfen so verankert hat, ist es mir wichtig, zwei Zahlen festzuhalten. Das eine ist, dass 8 von 10 Flüchtlinge auf der Welt Frauen und Kinder sind. Und dass wir sehen, dass die Form der Kriegsführung und der modernen Konflikte, wie sie heute geführt werden, für Frauen noch gefährlicher ist als für Soldaten. Auf einen getöteten Soldaten
Soldaten kommen 9 getötete Zivilisten und das sind vor allem Frauen und Kinder. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der dritte Begriff des Symposiums, das wir heute hier veranstalten, ist der Begriff der Solidarität. Und auch der hat eine Aktualität und eine Notwendigkeit wie kaum jemals. Wir brauchen genau diese Solidarität. Wir brauchen international zu halten. Wir brauchen eine internationale Allianz gegen den IS-Terror, der eben diese brutalen Konflikte in den Regionen zu beenden versucht. Wir brauchen aber auch Solidarität, was die Hilfe betrifft. Wir brauchen Entwicklungszusammenarbeit. Wir brauchen Hilfe, damit die Menschen, die in den Lagern in den Regionen untergebracht und Sicherheit suchen, diese Sicherheit auch finden. Wir brauchen die Unterstützung dieser Länder in Jordanien, im Libanon, aber auch in der Türkei. Und es braucht diese Solidarität in Europa. Es geht darum, dass es eine solidarische Verteilung der Flüchtlinge in Europa geben muss. Und es geht darum, dass wir auch klar sagen, dass wir immer Solidarität auch geübt haben. Beispiel Ungarns, dass Österreich und Europa bereit war, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs Solidarität zu üben, den Ländern zu helfen im Aufbau einer neuen Demokratie und ihrer wirtschaftlichen und demokratischen Strukturen. Und es ist notwendig, gerade diesen Ländern heute zu sagen, dass Solidarität keine Einbahnstraße ist und dass wir daher diese solidarische Verteilung und dieses gemeinsame Vorgehen in Europa auch brauchen. Und ganz besonders glaubwürdig ist man natürlich in dieser Frage dann, wenn die Solidarität im eigenen Land auch gelebt wird. Und daher geht es darum, dass alle Anstrengungen zu unternehmen sind. Solidarität in Österreich, das bedeutet die Erfüllung der Quoten, die wir in Österreich vereinbart haben, auch sicherstellen. Und dass wir das aus Österreich nach Europa auch in die Welt zu tragen haben. Und da kann jede und jeder von uns einen Beitrag leisten. Und ganz wesentlich erscheint es mir auch aufgrund der Diskussionen in den letzten Tagen, diesen Begriff der Solidarität mit dem des gesellschaftlichen Zusammenhalts auch zu verknüpfen, weil es einfach ist, eine Gesellschaft zu spalten und weil es einfach ist, Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Und ich sehe da auch in den letzten Wochen und Monaten so positive Signale. Es waren staatliche Einrichtungen, die in diesen letzten Monaten seit dem Sommer des letzten Jahres eng mit der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet hat, wo man wieder Hoffnung auch bekommen hat zu sehen, es gibt eine breite Bevölkerungsgruppe, viele Männer und Frauen in unserem Land, die wissen, dass in einer starken, entwickelten, modernen Demokratie Solidarität etwas ist, das es braucht, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie haben eindrucksvoll bewiesen, wie Österreich hilft, wenn Hilfe auch gebraucht wird. Liebe Frauen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Thema Frauenflucht, Solidarität mit dieser traurigen Aktualität, die es hat, ist mit Sicherheit ein Thema, das sich Barbara Brammer auch gewählt hat. Es ist ein Thema, das ganz in Barbara Brammers Sinn ist. Und Barbara Brammer hat gesagt, dass nur eine solidarische Welt eine gerechte Welt sein kann. Liebe Frauen, lasst uns gemeinsam um diese solidarische und gerechte Welt